Am besten Lust, dass du doch willst und noch ein bisschen mit den Händen begabt sind. Ein bisschen handwerkliches Geschick, logisches Denken und man sollte natürlich auch ein bisschen motiviert sein. Also man sollte schon ein wenig handwerkliches Geschick am Anfang haben, den Rest den lernt man dann. Und man muss auf jeden Fall auch Lust darauf haben, weil sonst wird das sowieso nichts. Immens wichtig ist, weil ich nicht wusste, dass ich das reicht, als mit den Klienten schwätzen. Die Leute die kennen das, die Leute die kennen das nicht. Also das ist immens wichtig, weil ich muss aufpassen, weil ihr seht. Ich gebe so als erstes Mal motiviert sein, Motivation für den Apprentissage mal durchzuziehen, für mal ein Diplom an der Tasche zu holen. Erstens schon mal Wissen, das heißt Interesse, eine Passion eventuell. Das ist immer wichtig. Wenn ihr irgendwo in den Beruf rangeht, wo ihr sich nicht dran seid, dann geht es immens schwer. Aber eigentlich nicht viel. Ich kriege alles beigebracht, einen kleinen Backstage zu haben, ein bisschen Erfahrung zu haben beim Schrauben und halt, was ich dann an der Freizeit gemacht habe, das ist immer gut. Aber wie gesagt, kann ich alles lernen. Das frühe Aufstehen auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich halt in Deutschland wohne, das weite Pendeln immer. Aber ich meine, darüber kann ich halt hinwegsehen. Dazu kommt dann halt noch die körperliche Arbeit. Also man braucht einen gewissen Zeitraum, bis man sich daran gewöhnt hat, aber dann funktioniert das auch. Herausfordernd sind ja schon, weil ich ein Mädchen bin und einem Beruf, den ich schon für Männer gemacht habe, dass verschiedene Sachen dann doch ein bisschen schwerer sind. Aber ich freue nicht immer um Hilfe, aber ich nehme Hilfe kann, weil es da wirklich nicht geht. Was erstens schon mal ganz wichtig ist, dass ihr den motiviert dafür ist. Wenn ihr nicht motiviert ist, dann geht es ganz schwer. Wenn man das ganz technisch zu lernen, die ganze Theorie. Für mich den Defizit war immer an die Schule zu kommen und die Schule zu machen, den Theorie-Teil, das war mir den Defizit für mich. Der Vier ist, dass mein Beruf halt ziemlich technisch ist. Da muss ich schon nachkommen mit der Technik, die halt immer weitergeht und immer mehr komplex wird. Da muss ich halt ein bisschen den technischen Feeling haben. Man muss immens viel Geduld haben. Das ist auch eine immense Herausforderung, weil nicht immer alles so läuft, wie man gerne hat. Oder kommen zu ganz viele andere Komplikationen dabei. Wenn du nur der Erbe du bist, noch die Lust von den etwas zu lernen für die Schule. Dem nur weh, dass die einen oder die anderen Theorieskuren nicht zu machen, das ist, dass die wegfallen. An mehr Lehrplätzen, mehr Betriebe, wo Lehrberufe ausbilden, da war auch ein Mangel bei mir im Bereich der Boslöch. Können den mehr Stageplätze anbieten. Das würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht nur das Zahnchen eine Klasse auswählt, ob ihr schlecht oder gut Noten hat. Ich meine, als Handwerk bist du nicht dumm. Ich meine, als Handwerk muss ich ganz viel können, ganz viel meistern. Und sollen sich nicht schummeln, das probieren. Wie leicht machen die Porträts zu finden, weil das oft das schwer ist. Mehr Geld und halt auch mehr Schule. Also wir haben jetzt 2 Tage die Woche Schule und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig für den ganzen Stoff, den wir halt in der kurzen Zeit halt lernen müssen. Ich würde die Schule etwas praxisorientierter gestalten, weil wir machen zum Beispiel auch hier sehr viel, was wir auf der Baustelle zum Beispiel eher weniger benötigen und so Sachen, die wir wirklich viel auf den Baustellen sehen, tagtäglich fallen hier so ein bisschen zurück. Die Möglichkeit kriegt, viel Stagen zu machen, zu sehen, was gefällt mir nicht. Ich persönlich habe schon viel Stage gemacht. Viel Stagen davon, wo ich direkt nur das nicht machen. Mir das eben noch dadurch, wo ich noch raus von tun, wo ich bin. Ich würde sagen, dass jetzt besonders so Betriebe einfach mehr darauf achten, dass viel halt mit den Azubis gemacht wird und sich auch gut gekümmert wird. Das ist schon nicht so einfach, ein Patron zu fallen. Du musst als Mädchen werden. Der Patron ist echt so, ich weiß nicht, ob der etwas ging. Mein Patron war auch so, durch am Anfang, es gibt nicht gehen, ein Mädchen umzuholen. Aber die Stadtliebe war fast überzeugt, dass sie das auch gut hinkriegen. Besser wie Jungen, denen weiß. Also und sie ist dann auch dezidiert, für momentan zu probieren. Und sie sind aber auch richtig überzeugt. Wo ich dann an Premier gepusht habe, weil ich ein guter Schüler war, habe ich immer gesagt, ja, Handwerk, das ist für die Leute, die nicht können an der Schule, die nicht nachkommen und die halt nichts anderes machen können. Und ich fand das wirklich nicht korrekt, so ein Bild vom Handwerk bekannt zu weisen. Und zu sagen, die muss lernen, sonst geht an dem schlimmen Handwerk und dann muss da so arbeiten und handknaschig machen.